Okay, wir machen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel, Römer Kapitel 15. Und wir haben ja Sie gebeten, dass Sie das Kapitel ein- oder zweimal durchlesen, einfach sich schon Gedanken machen über Römer Kapitel 15. Und es steht unter dem Thema, wir sind Schuldner. Der Apostel Paulus kommt hier in Römer Kapitel 15 langsam zum Schluss seiner Gedanken im Römerbrief. Und jetzt kommt er, und ich möchte euch den Schlüsselvers zeigen, also für mich der Schlüsselvers in diesem Kapitel, nämlich Vers 5 und Vers 6. Da sagt Paulus, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, lobt. Also Paulus sagt hier, wir sollen als Gemeinde Jesu eines Sinnes sein. Wir sollen eins sein. Eins sein in dem Sinne, wie es Paulus hier sagt. Oder heute wird ja oft gesprochen, wir wollen Einheit, wir wollen Einheit, wir wollen Einheit. Aber Paulus sagt hier etwas ganz Spezielles. Er sagt, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß. Das heißt, wir sollen eins sein, einen Sinn haben, und zwar Jesus gemäß. Das heißt, unsere Einheit soll bestimmt sein von einer Person. Unsere Einheit soll bestimmt sein von einem Evangelium, nämlich von Jesus Christus. Und dieses Evangelium, wo wurde das dargelegt? Wir sind in Römer Kapitel 15. Das ganze Evangelium wurde dargelegt vom Apostel Paulus in Römer Kapitel 1, 2, 3 bis und mit jetzt Römer Kapitel 15. Und deswegen sagt Paulus, rückblickend sagt er, wir sollen Christus gemäß auf diese Einheit, auf diesem Glaubensfundament sollen wir stehen. Ja, welches Glaubensfundament hat Paulus hier gelegt? Wenn Sie denken an Römer Kapitel 1 bis 3. Da hat Paulus festgehalten und gesagt, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir sind alle schuldig. Aber wir können aus Glauben gerettet werden, indem wir Jesus Christus als unseren Erlöser persönlich annehmen. Indem wir glauben, was er getan hat am Kreuz von Golgatha. Wenn ich erkenne, ich kann es selber nicht, ich brauche einen Erlöser, ich bin nicht gerecht vor Gott, ich bin ein verlorener Sünder, aber ich glaube an das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Und dann geht Paulus weiter in seinem Römerbrief und sagt, aber nun dürfen wir lernen, mit Jesus zu leben. Ein Leben des Sieges, ein Leben der Freude, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir dürfen erfahren, wie Gott treu ist. Er ist treu gegenüber seinem Volk Israel. Aber Römer Kapitel 9 bis 11. Und dann dürfen wir erfahren, wie Gott treu ist, auch in unserem persönlichen Leben. Wie Gott mit seinem Volk ans Ziel kommt und auch mit dir ganz persönlich. Das ist die Grundlage, die Paulus gelegt hat. Und nun kommt eben Paulus und sagt, der Gott des Ausharrens, wie wir gelesen haben in unserem Vers, der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein. Das heißt, auf diesem Fundament, auf dieser Grundlage zu stehen, und dieses Fundament gibt uns schlussendlich die Einheit. Nicht irgendetwas Künstliches, sondern das, was steht im Wort Gottes. Und auf dieser Grundlage, sagt Paulus, sollen wir eins sein. Und nun geht Paulus weiter und wir lesen miteinander Vers 1 bis 3 von unserem heutigen Kapitel. Auf der Grundlage stehen wir, auf der Grundlage der Erlösung sind wir, und auf der Grundlage der Erlösung sind wir als Gemeinde zusammen. Und dann kommt Paulus und sagt, wir aber die Starken, wir haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.
Paulus zeigt uns einmal ganz klar auf, in der Gemeinde Jesus, da gibt es Starke und da gibt es Schwache. Im letzten Kapitel hat er auch darauf hingewiesen, Kapitel 14, der Schwache, der isst kein Fleisch und der Starke isst Fleisch. Es gibt verschiedene, aber die Gemeinde Jesus ist zusammengesetzt aus Menschen wie du und ich. Wie in eine Familie. Da wird man nicht gefragt, ob man in diese Familie hineingeboren werden möchte. Man kommt einfach auf die Welt und ist dann da. Und jetzt heißt es, man soll einander annehmen. Ich nehme dich an, du nimmst mich an und wir lassen uns gegenseitig stehen. Auf der Grundlage des Evangeliums, auf der Grundlage des gleichen Glaubens. Und da sagt Paulus, wir sind aber wir die Starken. Wir haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. Das sagt also Paulus, die Gemeinde Jesus besteht aus Schwachen und besteht aus Starken. Die Gemeinde Jesus besteht aus Menschen, die belastbarer sind und solchen, die weniger belastbar sind. Die Gemeinde Jesus besteht aus Menschen, die schnell einmal an ihre Grenzen kommen, nicht mehr weiter wissen, die Ermutigung brauchen, die jemanden brauchen, wo jemand sagt, komm, miteinander schaffen wir es. Und dann gibt es die Starken, die man eher bremsen muss. Und deswegen sagt Paulus, wir die Starken, wir haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn gerade der starke Mensch, er neigt dazu, die Schwächeren zu überfordern. Wenn ich arbeiten kann wie ein Pferd, wunderbar für dich, aber nicht unbedingt für der weniger arbeiten kann. Und ich kann nicht den Maßstab des Stärkeren, des Pferdes, auf den Schwächeren überwälzen. Wenn ich 2 Zementsäcke getragen habe ich gemacht. Wir haben so Sport gemacht, ein Zementsack drauf da, wer kann am weitesten gehen? Im Militär, wer konnte am meisten mit einem Feuerlöscher oder besser gesagt mit einem Flammenwerfer, konnte mit einem Berg hochrennen? Wer hat das gemacht? Aber das kann ich nicht erwarten von jemandem, der schwächer ist und genauso in der Gemeinde Jesu. Und deswegen sagt Paulus, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Und Paulus sagt das, und er sagt uns gerade den Stärkeren, sagt er, schaut einmal du, wenn du stark bist, schau auf Jesus. In Vers 2, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Der Starke soll sich dadurch auszeichnen, dass er sich der Schwachen annimmt. Dass er dem Schwachen mit Achtung, mit Respekt, mit Wertschätzung begegnet und ihn nicht verachtet. Und jetzt kommt's, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus Christus, von ihm heißt es im Hebräer 1, Vers 3, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Das ganze Universum wird zusammengehalten von Jesus Christus. Er trägt alles. Und doch, obwohl er der Stärkste ist, hat er nicht Gefallen an sich selbst, sondern er hat die Schmähungen derer, die dich schmähen, hat er auf sich geladen. Das heißt, er hat sich der Schwachen angenommen und die Verachteten, die Wertlosen, die Geringgeschätzten, gerade auf diese Seite hat er sich gestellt. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, heißt es in Jesaja 53. Der Maßstab für unser Verhalten innerhalb der Gemeinde Jesus soll nur eine Person sein, Jesus Christus. Nicht der Maßstab der Person, die hier vorne steht oder die Jugendleiter ist oder Jungscharleiter. Der Maßstab für mein Verhalten ist Jesus Christus allein. Er, der obwohl er der Stärkste ist, hat er sich niedergebeugt, wurde ein Mensch, ja eines unseresgleichen. Warum sagt Paulus das? Paulus hat im ganzen Römerbrief unser Evangelium dargelegt. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wie gehe ich mit diesem Evangelium um? Paulus will uns etwas zeigen. Wenn die Welt erkennt, wenn die Welt merkt, wie wir als Gemeinde Jesus miteinander umgehen,
dann wird dieses Evangelium, das er dargelegt hat, in Römer Kapitel 1 bis Kapitel 14 und so weiter, dann wird dieses Evangelium glaubwürdig. Wenn die Gemeinde Jesus in Streit, im Beißen und Fressen zusammenkommt, dann sagen alle rundherum, schau einmal, die reden vom lieben Gott, die reden vom Evangelium, aber ihr Leben sieht gar nicht so aus. Wenn aber die Gemeinde zusammenkommt und der Schwache fühlt sich geborgen im Kreise der Starken, der Starke begibt sich auf die gleiche Ebene wie der Schwache, man trägt einander, man hilft einander, man steht auf der gleichen Grundlage des Glaubens, dann wird unsere Botschaft glaubwürdig. Und um das geht es. Der Herr Jesus selber hat gesagt in Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist das das Kennzeichen unserer Gemeinde? Ist das Markenzeichen der Gemeinde hier in der Zionshalle? Dass wir einander tragen, dass wir einander annehmen, einander stehen lassen und gleichzeitig miteinander auf dem genau gleichen Fundament stehen, nämlich dem Evangelium, wie es Paulus uns dargelegt hat im Römerbrief. Auf dieser Grundlage dürfen wir einander annehmen. Auf dieser Grundlage der Erlösung können wir einander stehen lassen. Auch wenn jemand vielleicht etwas anders tickt, andere Gedanken hat, andere Ansichten hat. Ich kann ihn stehen lassen, er steht ja auf der Grundlage der Erlösung. Wenn jemand etwas anderes anhat, als mir es gefällt, ich kann ihn doch stehen lassen, weil er auf der genau gleichen Grundlage steht der Erlösung. Und so können wir einander helfen, zur Seite stehen. Wir können uns als Starke sich uns der Schwachen annehmen. Und das sagt eben die Bibel, wenn das so ist, dann wird das Evangelium in eurer Mitte glaubwürdig. Es wird gesehen, es wird erkannt, was das Evangelium ausmacht, und es wird gern angenommen. Haben wir das? Denn die Liebe in der Verschiedenheit, auf der Grundlage des biblischen Glaubens, bricht dem Evangelium die Bahn. Ich zitiere noch einmal. Denn die Liebe in der Verschiedenheit, auf der Grundlage des biblischen Glaubens, bricht dem Evangelium Bahn. Und nun kommt Paulus zum nächsten Gedanken. Es stellt sich die Frage, ja, für wen ist denn das Evangelium überhaupt? Für wen ist die gute Botschaft? Evangelium heißt ja auch gute Botschaft. Für wen ist das gedacht? Nur für die Juden oder auch für die Heiden? Im alten Judentum war es ja so, dass die meinten im alten Judentum, nur die Juden, für die ist die Bibel reserviert. Der Gott der Bibel, er spricht nur Hebräisch. Deswegen auch das große Erstaunen damals am Pfingsten. Da hört man plötzlich, wie Gott gelobt wird, nicht nur in Hebräisch, sondern in allen Sprachen der damaligen Zeit. Die Juden meinten, Gott redet nur Hebräisch, in der Synagoge nur Hebräisch. Die Sprache des Heiligtums ist Hebräisch, so meinten sie. Und da sind sie als Jünger zusammen, der Heilige Geist kommt und plötzlich reden diese Jünger und was tun sie? Sie loben und preisen den Herrn nicht in Hebräisch, sondern in allen Sprachen. Und deswegen das Erstaunen der Juden, und hören wir sie nicht, die großen Taten Gottes loben, in klar verständlichen Sprachen, und zwar Sprachen der damaligen Zeit. Die Juden meinten, wenn jemand errettet werden will, dann muss er sich bekehren zum Judentum, ein Proselyt werden. Selbst die Jünger meinten, dass das jüdische Volk ganz exklusiv sei. Und selbst der Petrus, der hatte riesengroße Mühe, als er langsam erkennen konnte, dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist, sondern auch für die Heiden. Aber er kämpfte innerlich, er ringt innerlich. Und da kommt dieses Tuch von oben 3-mal. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Es ist ein Bild, dass das Evangelium auch zu den Heiden gehen soll. Und wie sich dieser Petrus wehrt, das kann ja nicht sein. Er ist so geprägt von diesem jüdischen Denken. Was für ein Trugschluss.
Das sagt Paulus. Paulus, das Evangelium, das er dargelegt hat, es ist nicht nur für die Juden, es ist für die ganze Welt. Es ist für dich und für mich. Und das kommt nun Paulus und legt es uns dar. Und zwar kommt er mit seiner Beweisführung und geht ins Alte Testament. Er blättert in seiner Bibel, im Tenach, Tora, 5 Bücher Mose und dann die Bücher der Weisung und so weiter und so fort. Und er blättert dort drin und dann lesen wir in Römer Kapitel 15 ab Vers 8. Da sagt Paulus: Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Also Jesus kam, er wurde ein Diener der Beschneidung, das heißt, er wurde unter das Gesetz getan, Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Aber zu welchem Zweck? Weswegen kam Jesus in diese Welt? Ja, weil es Gott verheißen hatte dem Abraham. Dem Abraham wurde verheißen, und es wird dir ein Same geboren werden. Und in diesem Samen wird die ganze Welt gesegnet sein. Und deswegen sagt Paulus hier in Vers 8, ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Also hier erfüllt sich prophetisches Wort, ausgesprochen zu Abraham in 1. Mose Kapitel 12. Aber zu welchem Zweck ist Jesus gekommen? Zu welchem Zweck wurde dem Abraham ein Same verheißen und dass in diesem Samen die ganze Welt gesegnet werden sollte? Zu welchem Zweck? Paulus geht weiter und er zeigt uns den Zweck auf, weswegen Jesus in diese Welt kommen sollte. Und wir lesen ab Vers 9 von Römer Kapitel 15. Damit aber die Heiden Gott loben sollen. Es geht darum, dass das Evangelium, wie es Paulus dargelegt hat, an die ganze Welt geht. Du und ich, wir sollen gerettet werden. Das Evangelium soll zu jedem Mann kommen, jede Frau. Und nun kommt der Paulus und er blättert in seiner Bibel. Und er fängt an, eine Bibelstelle nach der anderen zu zitieren. Alles Altes Testament. Als erstes zitiert er den David. Und was hat dieser David gesagt, dieser Mann nach dem Herzen Gottes? David sagt, darum will ich dich preisen unter den Heiden. Die Heiden sollen dazugehören. Das Evangelium soll zu den Heiden gehen. Und dann zitiert der Paulus den Mose. Und der Mose, was hat er gesagt? Freuet euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Das Evangelium gehört allen. Das Evangelium gehört auch dir und mir. Dann zitiert Paulus und er schlägt die Bibel genau in der Mitte auf. Wisst ihr, welcher Psalm genau in der Mitte ist? Psalm 117, genau. Und wisst ihr, was dort steht? Im Mittelpunkt der Bibel. Alles weist darauf hin. Dort zitiert nun Paulus und er nimmt diesen Psalm 117 und er sagt Folgendes. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden. Preiset ihn, alle Völker. Das Zentrum der Bibel ist, die ganze Welt soll ihn loben. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus. Es geht um eine Person. Es geht immer um Jesus allein. Und dann sagt Paulus, als Abschluss zitiert er noch aus dem Buch Jesaja. Und das Jesaja-Buch ist ja das Evangelium im Alten Testament. Und dort zitiert er, der Paulus, und er sagt Folgendes: Es wird die Wurzel Isais kommen, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, und auf ihn werden die Heiden hoffen. Nicht fantastisch? Also da jubelt mein Herz, wenn ich sehe, das ganze Alte Testament weist auf einen hin, auf Jesus Christus. Weist auf eine Person, auf eine Erlösung, auf Jesus Christus allein. Und deswegen Paulus, er hat sein Evangelium dargelegt im Römerbrief. Und nun kommt er
Und er beweist aufgrund des Alten Testamentes, dass dieses Evangelium, das er verkündigt hat, wahr ist und dass das die Botschaft ist des Alten Testaments. Und für mich ist das so schön zu sehen. Damit sagt uns Paulus schon das Alte Testament. Es zeigt uns auf, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Dann komm heute zum Herrn Jesus. Denn das Heil in Jesus Christus ist für dich ganz persönlich gemeint. Jesus meint dich. Geh nicht nach Hause, ohne dass du eine Beziehung getroffen hast, eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus. Wie fantastisch. Gott will retten. Gott gibt Hoffnung. Keiner muss verloren gehen. Sondern Gott will nicht den Tod des Sünders. Nein, dass er sich bekehrt und lebt. Und deswegen kommt nun Paulus zum Vers 13. Und ich lese es dort nach der Übertragung, neue evangelistische Übertragung. Möge Gott, die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker werde. Wie hatte Paulus angefangen im Römerbrief? Er hat angefangen, Römer Kapitel 1 bis 3, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Und jetzt, gegen den Schluss, da sagt er, möge Gott, die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freuden und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker werde. Was für ein Unterschied als Sünder ohne Hoffnung. Und heute, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als Sünder, Sklaven unserer Triebe und Gefangen, wir waren nicht frei. Und heute sind wir Kinder Gottes und der Friede Gottes hat unser Herz in Beschlag genommen. Waren wir früher Spielbälle des Teufels, dürfen wir heute dem Herrn Jesus gehören. Und unser Leben darf erfüllt sein mit seiner Kraft und seinem Heiligen Geist. Was für ein Unterschied! Und deswegen sagt Paulus, möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freuden und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker werde. Und jetzt kommt Paulus und ich sehe ihn innerlich jubeln, ich sehe ihn innerlich strahlen. Da kommt eine Gewissheit des Paulus kommt zum Vorschein. Sein Herz ist von Freude erfüllt. Wir lesen die Verse 14 und 16. Da sagt Paulus, ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das macht mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Paulus sagt also, noch einmal Vers 14, ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung. Warum kann so Paulus so überzeugt reden über die Gläubigen in Rom? Kennt er die persönlich? Hat er die schon besucht? Weiß er, wie geistlich dass die sind, wo die stehen? Weswegen kann Paulus sagen, ich habe die feste Überzeugung? Ich habe übrigens auch diese feste Überzeugung für dich persönlich, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn Jesus in deinem Leben wohnt, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, das meint Paulus hier. Er sagt damit, ich weiß, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich wiedergeboren bist, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, du eine neue Schöpfung bist, dann weiß ich, aufgrund des Wortes Gottes,
dass Jesus mit dir ans Ziel kommt. Dass du eines Tages im Himmel sein wirst. Und genau das meint Paulus hier. Er hat diese Gemeinde in Rom noch nie gesehen, hat sie nicht besucht. Er kennt diese Menschen nicht persönlich. Er kennt nicht ihre genauen Lebensumstände oder Lebenssituationen. Aber er kennt einen anderen. Er kennt den Chef dieser Gemeinde. Er kennt Jesus. Und deswegen kann er sagen in Vers 17, ich habe also allen Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott, weil er den Gemeindeleiter, den Oberhirten der Seelen, Jesus Christus kennt. Paulus weiß, diese Menschen in Rom, wenn sie wirklich Kinder Gottes sind, da kommt Jesus mit ihnen ans Ziel. Er weiß, wenn diese Menschen ihr Leben wirklich Jesus gegeben haben, dann wohnt der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist in ihren Herzen. Und der wird mit jeder Situation des Alltags, des Lebens, wird dieser Heilige Geist fertig. Paulus weiß, diese Menschen in Rom, wenn sie wirklich von Neuem geboren sind, dann sind sie eine neue Kreatur in Jesus Christus. Und über dem kann Paulus rühmen. Über dem kann Paulus jubeln und kann sagen, ich habe also allen Grund, Vers 17, zu rühmen in Christus Jesus vor Gott. Weil er den Chef kennt, weil er Jesus kennt, weil er weiß, was Jesus gesagt hat. In Hebräer 12, Vers 2, da lesen wir über Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, auch deines Glaubens. Und deswegen, weil er diesen Anfänger und Vollender des Glaubens kennt, da kann Paulus sagen, ich habe also allen Grund zum Rühmen in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Grund des Rühmens für Paulus sind nicht die Menschen in erster Linie in Rom, ist nicht die Gemeinde in erster Linie in Rom, sondern vielmehr ist Jesus Christus, der in diesen Gläubigen wohnt. Und deswegen kann er das auch sagen, weil er das auch weiß, in Philipper 1, Vers 6 dort steht, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Weißt du das auch über dein persönliches Leben? Dass Jesus mit dir fertig wird? Dass Jesus mit dir ans Ziel kommt? Macht es dir nicht Mut? Gibt es nicht Hoffnung und Zuversicht? Also für mich persönlich, ich weiß, Jesus kommt mit mir ans Ziel. Etwas Schöneres kann es gar nicht geben. Dabei weiß Paulus auch, dass diese Gemeinde in Rom, dass sie so steht, es ist nicht sein Verdienst. Er hat sich bemüht, er ringt, er kämpft für diese Gläubigen. Aber es waren nicht seine Bemühungen, die diese Menschen in Rom zu Christus brachten. Es ist auch nicht unsere Verkündigung, die Menschen zu Jesus führt. Es war nicht seine Anstrengung, die diese Gemeinde in Rom entstehen ließ. Wenn Gemeinde entsteht, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Wiedergeburt stattfindet, dann ist es immer Gottes Werk und nie Menschenwerk. Gott braucht Menschen auf der Grundlage dieses Evangeliums, das wir hier haben im Römerbrief. Aufgrund dieses Evangeliums braucht Gott Menschen, um dieses Evangelium zu verkündigen. Aber schlussendlich ist es immer Gottes Heiliger Geist, der die Menschen anrührt. Es ist immer Gott selbst, der die Gemeinde baut. Und deswegen sagt Herr Jesus, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Geht's noch vom Sauerstoff? Dann stehen wir schnell auf und singen einen Chorus. Okay, gut, machen wir weiter. Er muss zwischendurch fragen, nicht, dass ihr einschlaft, wäre doch schade, oder? Okay, Paulus erweist sich, ich bin nur ein Werkzeug. Gott ist es, der es wirkt. Und deswegen sagt er in Vers 18, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk.
Gott ist es, der wirkt. Und wisst ihr, das holt uns auch ein wenig herunter. Wir sind die Arbeiter. Er ist der Chef. Er ist es, der die Botschaft gibt, das Werkzeug und die Hände gibt. Und er ist es, der das Wort Gottes lebendig macht. Wie oft war ich schon erstaunt. Man hat eine trockene Botschaft gehört und Menschen haben sich bekehrt. Und da war eine lebendige, eine erfrischende Botschaft und es war tote Hose. Ja, weswegen? Weil Gottes Geist die Menschenherzen nicht berührt hat. Es muss Gottes Geist sein, der die Menschenherzen berührt. Es muss Gottes Geist sein, der sein Wort lebendig macht. Und er tut es. Unsere Aufgabe ist es nur zu verkündigen, das Wort weiterzugeben und dann das wirken zu lassen, dieses Wort. Und Gottes Geist wirkt. Und sein Wort kommt nie leer zurück. Und Paulus sagt dann, dass er ganz ein spezielles Werkzeug auch war. Ein Werkzeug, wie wir es in dieser Art heute nicht mehr haben. Er sagt in Vers 18, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Und dann kommt er auf diese Zeichen und Wunder zu sprechen, die ihn als Apostel legitimieren. Und heute haben wir keine Apostel mehr, entsprechend brauchen wir auch nicht mehr diese Wunder, um diese Apostel zu legitimieren. Damals war es anders. Und so sagt Paulus in Vers 19, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Paulus erweist sich als Werkzeug. Er weiß sich als der das Wort weitergibt. Aber er weiß noch viel mehr, dass es Gott ist, der das Wirken schenkt. Und er sagt es deswegen auch in 1. Korinther 3 ab Vers 5. Da kommt Paulus auf genau diesen gleichen Gedanken und geht darauf ein und sagt dann, 1. Korinther 3 ab Vers 5, wer ist denn der Paulus oder wer ist der Apollos, ein anderer, der damals verkündigt hatte? Was sind sie? Sie sind nichts anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr einem jedem gegeben hat. Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Ich selber mittlerweile mache ich sehr gerne Gartenarbeit. Früher habe ich das gehasst. Nee, als Jugendlicher musste ich immer da mit Gießkanne Wasser geben und so, bis mir aus den Ohren rauslief. Ja, ich kann mich gut erinnern, es war so ein Trockenjahr bei uns zu Hause in Pfäffikon. Es war so trocken, es war verboten, Wasser aus dem Wasserhahn zu nehmen. Da mussten wir immer 150 Meter runterlaufen zum See, mit der Gießkanne wieder hoch und so weiter. Heute liebe ich das. Aber wer gibt das Gedeihen? Ich kann begießen, ich kann pflanzen, am Frühling, da hacke ich das ganze Zeug auf, kommt frische Erde darauf, kommt Dünger rein und so weiter. Und dann setze ich das ganze Zeug, Schneckenkörner noch dazu. Ja, ist doch so, sonst gibt es nichts. Oder? Aber wer gibt das Gedeihen? Wer gibt das Gedeihen? Wer ist es? Und wer ist es, der die Gemeinde Jesus baut? Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch welcher, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und das ist so fantastisch. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass wir hier so viele Brüder haben, die das Wort Gottes weitergeben. Fantastisch, jeder in seiner Art. Aber Gott gibt das Gedeihen. Und wenn sich jemand bekehrt, dann ist es Gottes Sache und es ist Gottes Zeitplan und es ist Gottes Ursache und nicht unser. Paulus, er sieht sich als Sämann, der pflügt, der eckt und so weiter. Und er hat gearbeitet, nicht irgendwie nach Richtlinien. Es gibt ja Leute, ein Sprichwort heißt, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Kennt ihr ja auch, ja? Es gibt solche Leute, die haben irgendwie einfach Glück, obwohl sie nichts verstehen von Gartenarbeit, aber da wachsen die Melonen und so weiter. Was will ich damit sagen? Paulus sagt, er hat gearbeitet, er hat gesät, er hat begossen, und zwar nach den Richtlinien des Wortes Gottes.
Wie oft wird heute gesät in der Gemeinde Jesu, wie viel wird gearbeitet, wie viele Events werden organisiert, aber nicht auf Grundlage des Wortes Gottes. Und nur wenn wir auf Grundlage des Wortes Gottes säen, beackern, bebauen, dann kann auch Gott seinen Segen geben und es entsteht Frucht für die Ewigkeit. Wir können das Wort Gottes verkündigen. Wir können uns abmühen. Wir können als Missionare unterwegs sein, Zeugnis ablegen, aber Frucht wirken kann nur Gott selbst. Und die Grundvoraussetzung ist, dass wir arbeiten, dass wir verkündigen, dass wir uns abmühen, dass wir als Missionare unterwegs sind, dass wir als Pastoren auf der Kanzel stehen oder als Sonntagsschullehrer in der Sonntagsschule helfen, auf Grundlage des Evangeliums, des Wortes Gottes. Wir brauchen nicht Events für unsere Sonntagsschüler, wir brauchen biblische Lehre. Wir brauchen Zusammenhänge. Wir brauchen, dass wir Menschen heranziehen, die staunen über Gottes Wort, die wieder ganz neu erfasst werden. Was, das ist Jesus? Und diesem Jesus, dem will ich meine Sünden bringen. Und diesem Jesus will ich mein Leben geben. Und diesem Jesus, dem will ich nachfolgen. Und diesem Jesus will ich dienen mein ganzes Leben lang. Und um das geht's. Frucht wirken kann nur Gott selbst. Aber wir dürfen arbeiten nach den Richtlinien des Wortes Gottes. Und wisst ihr, wenn ich noch einmal lese, Vers 18, wie Paulus sagt, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Wenn ich das alles so sehe, das hält uns klein. Es macht uns abhängig von Gott. Es ist immer wieder ein Ringen. Herr Jesus, mach du dein Wort lebendig. Wir können es nicht, es muss Gott tun. Gott ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und je mehr ich das weiß, je mehr bleibe ich auch beim Wort Gottes. Je mehr bleibe ich bei dieser Grundlage, weil ich weiß, er hat diese Grundlage geschenkt und diese Grundlage darf ich darlegen, darf ich verkündigen, weil er das Gedeihen gibt. Ich muss das nicht machen. Und gleichzeitig weiß Paulus aber auch um diese Kraft des Evangeliums. Habt ihr schon mal gesehen, wie mitten aus dem Asphalt so ein Pilz durchdrückt? Fantastisch. Ob man den essen kann, ist eine andere Frage. Er muss immer das Nützliche mit dem Praktischen verbinden, oder? Ist klar. Aber so ist das Evangelium. Das Evangelium, es spaltet steinerne Herzen. Wenn das Evangelium verkündigt wird, das trifft hier rein. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Ich weiß nicht, wie es geht. Es gibt so ein Lied, wo es heißt, ich weiß nicht, wie Gottes Geist mir Jesus offenbarte. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, es ist geschehen. Er hat mich selber mir gezeigt, wie ich bin, was ich bin, ein Sünder. Und deswegen, weil Paulus um diese Kraft des Evangeliums weiß, da sagt er, ganz am Anfang des Römerbriefes, in Römer 1,16, da sagt er, und ich lese es nach der Übersetzung nach Bruns, da sagt er, denn ich schäme mich dieser frohen Botschaft in keiner Weise, denn sie ist eine Kraft, ein Dynamit Gottes. Zur Rettung dient sie für jeden, der sie im Glauben annimmt. Einfach nur fantastisch. Paulus erkennt dieses Dynamit des Evangeliums. Dieses Dynamit des Evangeliums trifft die Menschen in den tiefsten Tiefen ihres Seins. Sprengt Felsbrocken auf. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt? Erkennt dieses Evangelium, das Sünde aufdeckt und nicht um kaputt zu machen, sondern Sünde aufdeckt, damit sie unter dem Kreuz des Herrn Jesus abgelegt, vergeben und bereinigt werden darf. Dass endlich dieser Rucksack der Sünde abgenommen wird, dass ich endlich als froher und freier Mensch, als ein Kind Gottes über diese Erde gehen darf. Erkennt dieses Evangelium, das neues Leben schenkt, das Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Ich weiß, wo ich hingehe und ich freue mich auf diese Ewigkeit. Haben wir endlich Zeit. Etwas Schöneres gibt es nicht. Muss man sich nicht immer auf die Uhr schauen. Paulus kennt dieses Evangelium. Und so sagt er dann ab Vers 20,
Dabei mache es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern, wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Also der Paulus, er ist so erfüllt von diesem Evangelium, dass er sagt, ich will dorthin gehen, wo noch niemand war, um dieses Evangelium zu verkündigen. Dieses Evangelium ist so gut, jeder muss es hören. Paulus ist beseelt von dem. Ich will denen verkündigen, die es noch nie gehört haben. Für Paulus gibt es nur noch eine Sache. Jeder Mensch muss dieses Evangelium hören. Jeder Mensch muss dieses Evangelium kennen, weil dieses Evangelium ist das Evangelium der Gnade. Dieses Evangelium ist das Evangelium der Sündenvergebung. Dieses Evangelium ist das Evangelium, dass keiner verloren gehen muss. Du darfst in den Himmel kommen. Gott möchte dich bei sich haben, bei ihm im Himmel, und zwar für alle Ewigkeiten. Und deswegen sagt Paulus, dass er dieses Evangelium dort verkündigt, wo es noch niemand gehört hat. Paulus ist so durchdrungen, dass er nicht anders kann, als dieses weiterzugeben. Und weil Paulus so durchdrungen ist, macht er sich Gedanken. Er denkt darüber nach. Ich kann mir gut vorstellen, er hatte schlaflose Nächte. Herr Jesus, ich möchte dieses Evangelium anderen Menschen bringen. Und deswegen lesen wir dann weiter, wie Paulus sich Reisepläne macht, Gedanken macht, weil er so durchdrungen ist von diesem Evangelium. Und so schreibt er dann ab Vers 22, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, das heißt, er hat das Evangelium verkündigt an verschiedenen Orten, er wollte eigentlich nach Rom gehen, er konnte nicht, weil er noch verschiedene andere Aufgaben zu erledigen hatte. Und jetzt sagt er, weil aber in diesen Gegenden kein Raum mehr ist, das heißt, ich habe meinen Auftrag in diesen Gegenden abgeschlossen und jetzt habe ich die Möglichkeiten, das endlich zu tun, was ich schon lange tun wollte, nämlich zu euch zu kommen. Aber auch mit einem ganz speziellen Ziel. Er will nicht nur nach Rom kommen, sondern er will noch weitergehen mit diesem Evangelium, um den Menschen dieses Evangelium zu bringen. Und wir lesen weiter. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Also Paulus, er hatte genau ganz klar festgelegten Gedanken. Ich möchte dieses Evangelium nicht nur nach Rom bringen, sondern dieses Evangelium ist so gut, dass es bis an die damalige Ende der Welt gehen muss, nach Spanien. Ist das nicht auch unser Auftrag? Sind wir so erfüllt von Jesus, so begeistert von diesem Evangelium, von dem, dass er bald wiederkommt? Sind wir so erfüllt von dem, dass wir gar nicht anders können, als es weitersagen? Das Evangelium zu verkündigen ist nicht Sache einiger weniger, sondern es ist Sache von dir und mir. Es ist nicht das Spezialgebiet eines Missionars oder eines Mitarbeiters eines Missionswerkes, sondern das Evangelium zu predigen ist Sache von dir und mir, wenn du ein Kind Gottes bist. Bist du begeistert von Jesus? Bist du erfüllt von Jesus Christus? Je mehr, dass ich erfüllt bin, je mehr ich begeistert bin von diesem Herrn Jesus, weil er den Himmel verließ, weil er Mensch wurde, einer unseresgleichen ans Kreuz ging, wenn ich so erfüllt bin, begeistert bin von dem, dann kann ich nicht anders, ich muss es weiter sagen. Und so ist Paulus erfüllt von diesem einen Gedanken. Er möchte das Evangelium den Brüdern und Schwestern in Rom bringen. Sie stärken, sie ermutigen, miteinander den Weg zu gehen. Und wisst ihr, Paulus selber, er war ja auch nur ein Mensch. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, als er dann langsam nach Rom kam, dass er niedergeschlagen war. Er war traurig, vielleicht war er sogar depressiv.
Und dann heißt es, und da kamen mir die Brüder entgegen. Und dann sagt Paulus, und ich fasste Mut. Die Sache für das Evangelium lohnt sich, alles dran zu geben. Was tun wir, damit dieses Evangelium läuft? Was tun wir, damit dieses Evangelium, das Gott uns anvertraut hat, weitergegeben wird? Ich habe mich gefreut heute Morgen. Der Thomas hat gesagt, die Kollekte heute am Ausgang ist für die Arbeit in Rumänien. Fantastisch. Wir haben da Mitarbeiter, die die Zeitschriften herstellen, die Kassetten machen, die Radioarbeit machen. Das Evangelium soll laufen. Nehmen wir uns mit hinein in diesen Auftrag. Nicht jeder kann gehen. Und deswegen kommt nun Paulus auf die Not der Brüder zu sprechen. Ab Vers 25. Da sagt Paulus, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Also, dass wir hier sammeln in dem Gottesdienst, das ist gar nichts Neues. Gibt es schon seit 2000 Jahren. Und anscheinend haben sie das ganz freiwillig gemacht, weil es ihnen ein Anliegen war, dieses Evangelium weiterzusagen. Und dann geht es weiter und heißt es da, und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Paulus, er will Lasten vermitteln. Er will Menschen in diese Verbreitung des Evangeliums mit hineinnehmen. Er hatte das Evangelium im Römerbrief dargelegt. Er ist begeistert von diesem Evangelium. Er ist erfüllt von der Person Jesus. Und nun sagt er, komm, ich will dich an der Hand nehmen, damit auch du mit ein Mitarbeiter wirst innerhalb dieses Auftrags. Kann Gott dir Lasten auflegen? Ich bin so froh und dankbar für jede einzelne Person, die in die Gebetsstunde kommt. Dann laden wir uns Lasten auf. Es sind die Lasten Gottes für seine Sache, für seine Arbeit, für die Verbreitung des Evangeliums. Wir beten für das Missionswerk, wir beten für die Gemeinde, wir beten für die Missionare. Kann Gott dir Lasten auflegen? Kann Gott dir die Last auflegen, auch finanziell mitzutragen? Paulus schämt sich nicht, gerade diese Lasten gegenüber den Gläubigen in Rom anzusprechen. Und er sagt, wenn du geistlich gesegnet wurdest und wirst, bist du mitverantwortlich, auch finanziell mitzutragen. Ich weiß, es ist nicht unbedingt so modern, aber es ist so. Es ist ein biblischer Grundsatz. Kein Missionswerk finanziert sich selbst. Kein Prediger oder Missionar kann von der Hand in den Mund leben. Wisst ihr, warum es heißt, so arm wie eine Kirchenmaus? Weil die Leute anscheinend früher so geizig waren, dass sie nicht mal einen Brotkrumen auf den Boden der Kirche fallen ließen. Deswegen arm wie eine Kirchenmaus. Aber das soll nicht sein. Radiosendungen sind ein fantastisches Mittel, mitten in diese Welt hinein das Evangelium zu bringen. Unsere Gratisbücher, es ist ein Medium, das Menschen erreicht. Unsere Zeitschriften, das Menschen ermutigt. Das Evangelium soll laufen, weil wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Und du und ich, wir dürfen Mitarbeiter sein in Gottes großer Arbeit. Und nun kommt Paulus zum Schluss. Er redet über wunderbare Aussichten in Vers 29. Er sagt dann dort, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Bist du erfüllt von Jesus? Bist du erfüllt von seinem Wort? Staunst du über die Zusammenhänge der Bibel? Ich freue mich jedes Mal, wenn wir in Israel sind, wenn dann ein Staunen die Menschen erfasst. Die Bibel ist wahr. Wenn ich innerlich staune über dem, dass er mein Hirte ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kann ich einen Krankenbesuch machen und dann darf ich Trost weitergeben. Und oft ist es so, dass ich dann selber getröstet werde. Wir haben einen wunderbaren Gott, wir haben eine wunderbare Vergebung, wir haben ein herrliches Ziel und ich weiß, wo ich hingehe. Die Marianne Kästli, die sagt mir jedes Mal, wenn ich sie besuche,
Wann darf ich zu Jesus gehen? Was gibt es Schöneres? Wir haben das Evangelium. Wenn wir das Evangelium haben, dann kann ich vor einer Sonntagsschule stehen und ich kann die Kinder begeistern für den Jesus der Bibel. Wenn ich das Evangelium habe, dann kann ich jemandem, der entmutigt und niedergeschlagen ist, wieder ganz neu zusprechen, den Trost der Bibel. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hände über mir. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und ob ich auch wandere im Todesschattental, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gibt es etwas Schöneres? Wenn jemand in Sünde gefallen ist, dann können wir miteinander weinen. Wir können miteinander auf die Knie gehen. Wir können miteinander dem Herrn Jesus diese Schuld bringen. Und wir können einem Menschen, der Buße tut über seine Schuld, wir dürfen ihm dann Vergebung zusprechen aufgrund dieses Evangeliums. Gibt es etwas Schöneres? Und deswegen kann Paulus sagen, ich weiß aber, Vers 29, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums komme. Wie wunderbar. Bist du erfüllt von Jesus? Was für ein Vorrecht, was für ein Segen. Und indem nun Paulus all diese Gedanken weitergegeben hat, kommt nun Paulus und er schließt ab mit den Versen 30 bis 32, wo er Folgendes sagt: Ich ermahne euch aber, Brüder, und ermahnen, wir haben oft so Angst, dass es so negativ tönt. Ermahnen im biblischen Sinne hat viel mehr zu tun mit Ermutigung. Komm, ich hänge ein, miteinander schaffen wir es. Wir kommen ans Ziel miteinander, das ist biblisches Ermahnen. Wir neu hinweisen auf Jesus, komm, mit dem Herrn Jesus, so kommen wir ans Ziel. Und deswegen sagt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Dass ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen, und mich zusammen mit euch erquicke. Paulus, er will dich einhängen. Und er will, dass wir miteinander, mit ihm zusammen in die Arena hinuntersteigen. Gott möchte Mitarbeiter. Er möchte Mithelfer. Er möchte Menschen, die sich einreihen lassen als Mitbeter, die mitkämpfen für die eine große Sache, welche das Evangelium von Jesus Christus ist. Und eine Person und eine Zukunft, eine Person vor Augen malt, nämlich die Zukunft, die Person und das Werk von Jesus Christus. Ich ermahne euch, Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus willen und der Liebe des Geistes, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich und Gott. Kämpfen wir mit? Sind wir Mitarbeiter? Und so schließt Paulus mit dem Vers 33, wo er dann sagt, und der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns einlädst, dieses Evangelium, das du uns verkündigt hast durch den Apostel Paulus, auch weiter zu sagen. Dieses Evangelium, das Menschenherzen anspricht. Dieses Evangelium, das Sünde aufdeckt. Dieses Evangelium, das Hoffnung weckt. Dieses Evangelium, das Vergebung schenkt. Dieses Evangelium, das uns den Himmel öffnet. Dieses Evangelium bist ja du, Herr Jesus. Und Herr Jesus, ich möchte so neu erfüllt sein, einfach von dir, von dem Staunen über deine Person, über dem Staunen über das, was du getan hast, über dem Staunen über dein Werk von Golgatha, über dem Staunen über dem, dass du bald wiederkommst, dass deine Zukunft noch bevorsteht, dass wir einer wunderbaren, herrlichen Zukunft entgegengehen. Herr Jesus, dieses Staunen, bewahre es uns und schenke es uns wieder ganz neu. Danke, wir beten dich an und wir rühmen dich. Und Herr Jesus, komme bald, denn wir lieben, ja erwünschen dein Erscheinen. Danke dafür. Amen.